Gang ich ins Dorf, da auf dem Land, ist immer etwas los. Da gibt's einander auch noch die Hand und grüß sich auf der Straße. Vor's neue Jahr voll Hoffnung an, denn ist es nie so weit. Wir freuen uns in unserem Dorf, ist endlich Bürgerzeit. Wir freuen uns in unserem Dorf, ist endlich Bürgerzeit. Ob unsere Most am Gären ist, wo's Hühnerweiher legt, ja, das kommt alles auf den Tisch, wo die Bürger so bewegt. Und wer der größte Herdöpfel hat, all das erfahrst du am Glück
Stefanie. Ah, komm, schau, da kannst du Bibi machen, Stefanie. Hey, nehmen Sie den Hund weg, schneller! Entschuldigung. Sauhund. Salut miteinander. Grüezi. Excusez, mein Name ist Jacques. Hey, lassen Sie den Haben Sie das nicht im Griff? Mein Name ist Jacques Bogenblust und ich komme aus Omelingen. Wisst ihr, wo Omelingen ist? Ich weiß es nicht. Also Omelingen ist von Basel aus gesehen östlich, liegt östlich von Basel, aber nicht so wie die Muster, wie die Kleinbasel. Entschuldigung, was Sie denn sehen? Was Pamela Essen in Hollywood ist, bin ich in Ettigen. Oh je. Ja, dann ist aber das Ettigen der Silikon ausgegangen. Ja, da brauchen wir zum Bauen für die Fensterbrüste X-Fugen. Ja, und was willst du? Ich bin eben Küngelzüchter und habe gehört, es gibt hier neue Küngelstellen. Zum Kaufen? Ja, wir wollen schauen, sagt der Oberbaselbieter. Ja, willst du noch anzügeln? Ah, ja, nein. Also ich wohne immer noch bei meiner Mutti in Omelingen, gell? Also, ich brauche einfach für meine Küngel neue Stelle. Ah, ja, wir haben schon neue Stellen, aber zum Wohnen, da hinten zwischen dem Blauen und dem Leberweg. Aha, Sie wohnen in kleinen Kästen und ernähren sich von Resten. Oder verdichtes Bauen, sagen wir doch dem, gell? Ja, da fällt mir gerade ein Häsli-Witz ein. Das Häsli ist ins Bahnhöfli zum Wirt und hat ihn gefragt: Hast du Orangensaft? Dann hat er gesagt: Ja, Hani. Dann hat sie gefragt: Hast du auch Äpfelsaft? Dann hat er gesagt: Ja, Hani. Dann hat sie nochmal gefragt: Ja, hast du auch Rüebli-Saft? Dann hat er gesagt: Ja, Hani. Dann hast du aber einen schönen Saftladen. Ja, der macht jetzt auch dicht. Es ist zu eng geworden für ihn. Aber nicht für die paar wenigen Gäste, die noch drinnen waren. Ja, aber zurück zu deinem Küngel. Ja. Ja, für den brauchst du jetzt vom Tierschutz aus einen viel grösseren Stall. Ja, viel grösser, wie die da oben haben. Da geht es dem Mono Paul Junior schon viel besser. Der ist jetzt neuer Schlossherr von Ettigen. Der hat das Schlössli gekauft. Ja. Das hat ja aber eher einen Kolb zugetragen. Ja, weißt, also ich muss jetzt für meine Küngel genau die Stelle haben. Und wir werden auf engen Wohnraum gequatscht. Und dort an dir musst du weiter grösser Haus. Nehmen wir sie dann Köderschuss. So tun wir es uns die vermenschlichen. Ja, das haben wir ja eben auch gehabt, in Sissach oben. Hey, jo, wo der Metzgerherrin wollte die 2 Säulen metzgen. Da hat der Pfarrer gesagt, also nicht der von Ettigen, nein, der von Rotenfrüh. Oh, die Säule quietscht fest. Und aus Protest hat er sich gerade selber ausgepeitscht. Ja, ein Masochist. Und jetzt wegen Dario. Er kann das eigene Blut nicht sehen. Ja, ein Spinner halt. Wegen Dario sind grausam. Eine Sau, die kann vorrennen, aber ein Fruchtsalat. Ja. Höchstens ein Fluchtsalat. Ja. Sie. Eben. Jo. So eine Veganer-Demonstration. Haben Sie. Das ist ja wie ein Gemüseauflauf. Ja, genau, da haben Sie recht. Ja, dann ist ja so eine grüne Fugi-Fette da oben. Und hat die Sau, ich meine, die Schaumetzger, die will er gerichtlich verbieten. Aber keine Angst, es ist gar nicht so weit gekommen. Die Säule sind gemetzget und die Würste gefressen worden. Ganz nach dem Motto: Säule, Säule, Jungfrau da, tralalala, tralalala. Säule, Säule, du von da, tralalala.
rechte Sau erkennst am Grundmusse, am Umliegen stinken Grunze. Sie will vom Kopf bis unter die Lande, auf Füße Ande. Säule, Säule, du Kinder da, tralalala, tralalala. Säule, Säule, du Kinder da, tralalala. So, Tiffany, komm, wir gehen heim. Komm, Männchen, hallo. Loben wir an. Ihr seid mein Premiere-Publikum. Ich musste richtig hetzen hier von Fettigen, weil Basel ja noch nicht wäre. Ja? Also, und darum sind auch die Fans vielleicht noch nicht alle ganz auf der Festplatte, aber ich habe hier eine Stütze. Aber wir schauen gerade mal zuerst das Titelbild an, wo ich etwas dazu sehe. Ich habe lange nicht gewusst, dass es Ettigen gibt. Und schon gar nicht, wo das liegt. Aber es tut sich trotzdem für mich nicht lohnen. Seit ich weiss, dass Äpplis da hinten wohnen. Angola! Egola! Aber es tut sich trotzdem für mich nicht lohnen. Seit ich weiss, dass Äpplis da hinten wohnen. Für 10 Riesen sauft ein Chines einen gefälschten Whisky mit einem Pokerface. Ist very good, hat er hier gestrahlt. Zum Glück habe ich mit Bitcoin zahlt. Angola! Egola! It's very good, hat er hier gestrahlt. Zum Glück hat er mit Bitcoin. In Zürich sagt jetzt die Polizei, nimm weg von wo kommt, das ist nein. Ich find das gut, ich kann Summe loben und schweig jetzt zu Zürich und den Schwoben. Angola, Egola. Ich find das gut, ich kann Summe loben und schweig zu Zürich und den Schwoben. Fußball ist ein Massensport. Man schüttet praktisch an jedem Ort. Aber wenn denn alle zu Moskau schütten, aber wenn denn alle zu Russland gingen, wir den Schinken von daheim aus winken. Angola! Egola! Aber wenn denn alle zu Russland gingen, wir den Schinken von daheim aus winken. So wettermässig gesehen, kehrt Sünneli zur SVP. Der AfD ist wurscht,
ich stün, die sind auch ohne Sonne brün. Gulla, Gulla. Der AfD ist wurscht, ich stün, die sind auch ohne Sonne brün. Jetzt hat man wieder Ruhe. Die Akte Jamaika ist endlich zu. Auch die Merkel hat das Wort schon gehasst. Hey, ja, sie hat ja nie in die Kleider gepasst. Gulla, Gulla. Auch die Merkel hat das Wort schon gehasst. Ja, sie hat ja nie in die Kleider gepasst. Es gibt immer mehr, was nicht vertragen, wenn man einen Mohrenkopf sagen. Und wenn ich gierig in einen biss, geht's grad los, dass mich schiss. Gulla, Gulla. Und wenn ich gierig in einen biss, geht's grad los, dass mich schiss. Jeder Schnitzel hat eine halbe Million, das gehört schon fast zum guten Ton. Hätte ich eine ganze, hab ich gedacht, dann hätte ich sie im Elsass geschenkt. Gulla, Gulla. Hätte ich eine ganze, hab ich gedacht, dann hätte ich sie im Elsass geschenkt. Es gibt jetzt sicher einen riesen Schrei. Der Bahnhof ist jetzt raucherfrei. Es geht immer lang und diese Bahn wird zuckerfrei und vegan. Gulla, Gulla. Es geht immer lang und diese Bahn wird zuckerfrei. Wirklich genau alle anders. Lajana, Letizia, Gökalp, Selik, Hassan, Ilinka, Melin, Yusuf, Dünja, Hahan. Unsere Stadt ist schon froh. Wir haben wieder rechte Peppi bekommen. Gulla, Gulla. Unsere Stadt ist schon froh. Wir haben wieder rechte Peppi bekommen. Ich trinke gern am lauschigen Plätzle ein Gläschen Wein mit meinem lieben Schätzle. Du Griesel, schreit sie, ich glaub, ich bin. Schau, ich hab in mein Glas ein Weinstein. Gulla, Gulla. Du Griesel, schreit sie, ich glaub, ich bin. In mein Glas hat's doch ein Weinstein.
Hüppi hätt's beim Fernsehen nicht mehr gefallen. Er hätte den Wechsel zum FC St. Gallen. So wie die Schnörzenschwelle weh, Gratisrat noch der Wessels geht. Ulla, so wie die Schnörzenschwelle weh, Gratisrat noch der Wessels geht. Ja, wo ist es denn? Jetzt muss es doch einmal kommen, das Indien. Jetzt segeln wir schon seit 3 Wochen gegen Westen. Also, jetzt muss es doch einmal kommen, das Indien. Ah, Entschuldigung, habe ich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Kolumbus. Christopher Columbus aus Italien, nicht aus Kolumbien. Das ist dann gar noch nicht entdeckt. Ja, ich schaue in die falsche Richtung. Jetzt sehe ich etwas. Ihr müsst nicht zu mir schauen, ihr müsst drüber schauen, sonst funktioniert das Catch nicht. Je! Was ist denn das? Jemmerli. Wer ist denn das? Hallo, Sie! Wer sind Sie? My name is Trump. Donald Trump. Und was machen Sie in Indien? What Indian? That's USA. I'm the president from the United States of America. We are the best. I like Switzerland and his big mountains. I say Google first. Wie ein Vorgänger von mir sagte, ich bin ein Terriler. Ich glaube, da ist nicht ganz 100. Also wenn ich da so sehe und höre, wäre es glaube ich gescheiter gewesen, ich hätte das Amerika nie entdeckt.
befinden uns heute im wunderschönen Ettigen im Kanton Basel-Land. Dort in dem schönen Guckerdörfli befinden sich auch unsere heutigen 2 Beizen, die sich für meine Beiz, deine Beiz duellieren. Das Restaurant Altane und das Bahnhöfli. Geführt werden die 2 Beizen, wie könnte es auch anders sein, von Urettigo. Vermutlich werdet ihr es aber anhand vom Dialekt selber herausfinden. Wir starten mit dem Restaurant Altane. Das ist nämlich im Sigi seine Lieblingsbeiz. Er besucht die Beiz schon seit Jahren und ist dort ganz einfach daheim. Und da kommt der Sigi auch schon und läuft in Richtung Lieblingsbeiz. Salva, ich bin der Segi. Und jetzt laufen wir mal da in meine Beiz ins Altane, dort, wo ich daheim bin. Der Segi heisst im echten Leben Wolf Brotmann. Brotmann, wir können es auch anders sein. Ist etwa zwischen 30 und 70. Der Segi hat sein Hobby zum Beruf gemacht und ist aber im Schulhaus tätig. Dort, wo er seit vielen Jahren mit viel Freude den Golfen nachrennt. Wahnsinn! Nebst Arbeit ist eines von seinen grössten Hobbys noch der Fußball. Da kann man nämlich rumkoldern. Ja, Sali Yoshi, wie geht's dir? Ist mir einer der roten Schokolade, oder muss ich wieder stürmen? Sali, alles gut. Deine Rote ist wie immer an dem Platz, wo du immer sitzt. Super! Der müsst wissen, Yoshi, das ist ein super Typ. Der lernt schnell und das schätze ich. Es gibt nichts Verrecktes, wenn ich die Sachen 100-mal sagen und das geht mir so vergeisten. Jetzt laufen wir mal hier auf den Stammplatz, wo ich eigentlich sonst immer hocke. Wollt ihr mal schauen, da sind die Abdrücke von meinen Foodie-Bäckchen schon drauf. Kann ich gerade anhocken? Herrlich! Yoshi, wie bist denn du eigentlich dazu gekommen, die Beiz zu übernehmen? Hat das eine Geschichte? Ja, sicher hat eine Geschichte. Bin ich einmal hier im Sättigen durchgefahren, in meine 3 BMW, ein bisschen tiefer als normal. Und habe ich gesehen, dass diese Beiz ist zum Kaufen. Ja, habe ich gekauft und mache eine Pizzeria. Als Türk, Pizzeria, normal, oder? Ja, und Geschäft laufen und laufen, aber auch wegen dem gibt es so viele Trinker in Ettigen. Und du, Segi, wie hast denn du den Yoshi kennengelernt? Wie kommst du jetzt nicht drauf, dass ich den kenne? Ich kenne den eigentlich gar nicht. Ich bin früher schon immer da gekommen, da hat es noch Ettigenstübler geheissen. Der alte Besitzer ist weg, der ist gekommen. Mir hat sich nichts geändert, wir sind immer noch mit einer Rote. Wie früher. Stimmt das, Yoshi? Ja, ich glaube so. Ich kenne diesen Kollegen eigentlich gar nicht. Ich glaube, dass der schon da sitzt, bevor sie dieses Haus haben gebaut. Und dann haben sie dieses Restaurant einfach um ihn herum gebaut. Und kommen denn hier auch prominente Leute in das Lokal? Ja, natürlich! Der Pädagoge Thüring, weißt du, der mit der Nadel? Der Bullenpfeile, der Walli, Männeli, Schwitzi, auch schon da gewesen. Alles weltbekannte Prominenz da in Sättigen. So, genug blöd geschwätzt. Ich glaube, wir machen an dieser Stelle einmal eine Pause. Miss Mami ist dabei. Miss Mami ist im Fall auch dabei. Hä? Also Miss ist nicht dabei.
bitte. Ein 2. Ein 3. Vergiss mein nicht, heisst der neue Frauenchor. Ihre Singsang ist kein Wurm im Ohr. Doch wir wissen, singen können nicht der Haufen. Die meisten wollen doch nur ins Pub eingehen. Nein, sicher nicht trinken. Der Zimmi, Der Präsidentin, der ihren Mann sagt, bei uns kannst du im Fall auch noch Gehörschutz haben. Salut zusammen. wir sind schon im Weg. Schauen. Ein 2. Ein 3. Das Cornelia prallt, Mima hat eine neue Wurst. Die ist dünn, hat Biss und geht auch noch Durst. Das Mami meint, sie hege auch noch Geschmack. Das geht dem Papi recht auf den Sack. Und der Roland lässt noch verkünden, er schenke seine Wurst allen Männerchorfreunden. Und wir haben schon immer gewusst, 99er haben halt komische Gelüste. Schauen. Ein 2. Ein 3. an den Sitzungen beim neuen Komitee trinken sie statt Üble nur noch Hopfentee. Und statt Schaffen vorwärts machen einen stecken, müssen sie ständig den neuen Präsi wecken. Zum Glück sind wir jetzt älter, liebe Bixen. Und die habt ihr schon lange nicht mehr gesehen. Ein 3. Am Morgen sagt der Jörg zum Marco beim Griessen: Komm, wir gehen in Dockes Matt Handwerk biessen. Der Täler ganz verzückt, es tut mir halt rentieren, im Akkord für Täscheli zu kassieren. Wird der Täler schafft fürs Äschel. Käseli. Habt ihr neuen Shootingplatz, denke ich? Raseli. Schauen. Ein 2. Ein 3. An der WM sind etliche Beizen geschlossen. Die Woge ist zu, die Italos haben keine Dörli geschossen. Die Altane ist auch dunkel, die Türken sind auch draussen. Und das Bahnhöfli kaufen nicht mal draussen. Ohne Fernsehen hat's den Rebstock auch vermasselt. Und im Pub hast du einen Paten, der ständig quasselt. Schauen. Ein 2. Ein 3. Neu bei unserer Mikrowende willst du parkieren, muss so eine dämmerliche Barriere passieren. Wenn wir dann fahren können, ist der erste Zweck. Wir fahren die Barriere weg. Danke vielmals, schönen Abend noch.
namens Hans Rudolf Gessler von Thüringen hat mir ausrichten, dass wir am 7. am 1. Mittag im alten Dorf Karnettigen sollen sein. Und wir sind gut im Schuss sein. Und noch einen Äpfel mitbringen. Und eben noch den Bub. Und den dann treffen. Also nicht der Bub, der Äpfel meine ich. Hat irgendjemand von der Walterli gesehen? Ja. Ihr Volk von Untertanen, so helfen mir doch, riefen alle Walterli. Walterli. Ja, schön Walterli. Walterli. Herr Gott, noch einmal, wo ist Walter? Da bin ich, Papa. Jo, endlich, wir sind spät dran. Hast du die Äpfel dabei? Was, Äpfel, Papa? Heutzutage hat man doch kein Äpfel mehr. Da hat man einen Apfel. Lebst denn du im Mittelalter, Alter? Ja, wenn denn sonst. Der Gessler hat gesagt, ich müsste die Apfel treffen. Was? Apfel? 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 Ich bin Apfel. Ein App ist ein App. Und ein kleiner App ist ein Apfel. Begriffen, Papi? Der Gessler hat gesagt, ich müsste einen Äpfel treffen, sonst bin ich verloren. Papi, trifft den Lappi. Ja, ist schon gut, für den Gessler habe ich noch einen zweiten Pfeil. Ja, Papi, nicht mehr treffen. Weisst, die Heidi, die sitzt in der Gemeindeverwaltung. Ich bin nur der Administrator. Walterli, also seit du auf der Welt bist, hast du mir gar keine Freude gemacht. Aber vorher schon, gell? Komm, schieß jetzt! Ich glaube, ich habe einen Burnout. Ja, ist es schlimm, wenn du mich triffst? Kommst du auf die Krankenkasse drauf an? Er kann sie ja noch wechseln. Oh, Walterli, dass du immer das letzte Wort hast. Ich kann ja nicht wissen, als du nicht mehr sagst. Ah, Bub, komm, stand jetzt an und heb die ruhig. Ah, ich schieß. Das Mikrofon so wieder unten ist. Na, 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 na. Seid ihr bereit? 1, 2, 3, 4. Na, 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 na. Wir stiegen in zu Hause, uns geht los. Hosenlupf im Segment und stimmig, hier ist groß. Bringt ein Flach und macht grad schlapp, uns der andere sich stellt. C'est la vie, besser sie, so ist Streets mit dem Blitzer Hotel. Alle hocken am Fernsehen und schauen den Anstiegsjass. Von St. Gallen bis Basel haben alle am Jassen Spass. Trinkst ein Bier oder zwei oder auch ein Ginger Ale.
C'est la vie, mais ça si, so ist die Schweiz mit dem Grützer schön. Es läuft doch einfach zu wenig, es ist langsam richtig yes. 700 kleine Bands mit Blues, Rock, Rhythm and Jazz. Doch am 10 ist Schluss, keiner weiß, was das denn soll. C'est la vie, mais ça si, so ist die Schweiz mit dem Grützer schön. Wir pendeln alle hin und her, stehen im Stau in unserem Land. Pizza, Würstchen, ein Döner in der Hand. Ein Hotdog und ein Burger will das gut sein soll. C'est la vie, mais ça si, so ist die Schweiz mit dem Grütz und dem Töl. Komm, Michael, oh yeah, komm! Ich arbeite flüssig, 40 Jahre und sind nie krank. Für keinen Zins und ganz Geld, trotzdem in einer Bank. Sparen auf fürs Altersheim, wenn ich das so erzähl. C'est la vie, mais ça si, so ist die Schweiz mit dem Grütz und dem Töl. Ah, komm mal, yeah. Ça si, so ist die Schweiz mit dem Grütz und dem Töl. He could turn and he broke down into a holder. He would turn any keg cup into legs up. He taught all nations and all peoples across all seas that in order to have the best dance party in the world, all you have to do is dance. Dance. And we laughed and had a really, really, really good time. Take my hand, let's have a blast and remember this moment for the rest of our lives. Our lives. Our lives. Tonight. 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 'Cause tonight's the night, am I right? Dance feels like a night for a party. My nature so naughty. As I knock on the door, it's the neighbors. Quick cut blocking, we're having a hold down. You hose down, don't let me pull my hose out. 'Cause it's big, long, pink, strong. Even though the time's like all night long. Grab my hat, play the song. DJ, say my name, come on. Leave your feet back off the wall. Free a beat and push it up. If you don't have a pussy, put the cock into a boot tie. To a boot tie, yeah, yeah. We danced, and we cried, and we laughed, and had a really, really, really good time. Take my hand, let's have a blast, and remember this moment for the rest of our lives. I am not going to stop.
Alright, I Skeeter. I will not be a mannequin, no. The ego banish it. The roof's on fire, let's burn down the Vatican. I will moonwalk to Pluto in honor of Michael Jackson. In heaven he'll be saying that man is tired of dancing. Rip to the king, Michael Jackson. We learned it all from you. Dedicate this to the dance floor. Party up the sorrow till tomorrow morning happens. We pledge allegiance to the DJ. Put your hands up. Zurück zum zweiten Teil von Mini Bites, Deine Bites im wunderschönen Ettigen. Wo sind wir stecken geblieben? Ah, genau. Beim Joshi und beim Sigi sind wir gesehen und haben auf den Konkurrenzgast gewartet. Da kommt er ja schon. Der Silberbrücke alias Beat Strimki. Er ist der Stammgast aus dem Konkurrenzgemeinde Bahnhöfle zu Ettigen. Und ist heute von einmal als Gast im Altane bei Sigi und beim Joshi. Ja, da kommt er ja angekrochen von unten am Dorf. Sali Beat. Sali Sigi. Also eins sagt er. Normalerweise einfach nicht so weit rauf. Also das ist jetzt heute gerade eine Ausnahme. Für das muss ich jetzt gerade einen Bacher haben. Ja, das ist doch kein Problem. Du, ich denke, weißt du, wir nehmen den Apero draussen, Gartenbeizen bei diesem schönen Wetter. Dann können wir gerade noch ein bisschen die Abgase schnuppern von den Autos und von den Bussen. Hey du, das ist eine gute Idee. Da ich noch früher an einem Autobus gefahren bin, weiss ich ja selber, wie das schmeckt. Ja, schön. Bring mal einen Eigel Rot und einen Bach. Keine Probleme, Kollege. Hat er noch nicht gesoffen. Danke. Für den Apero in seiner Stammbeiz haben sich der Sigi und der Joshi logischerweise nicht lumpen und servieren im idyllischen Gartenbeizli einen Becher für 4,20 Franken. Hier in diesem Preis ist der Abgastest vom Bus auf Hofstetten schon inbegriffen. So, meine lieben zwei Schweizer Kollegen, für die Menü von heute, ich habe eine spezielle Überraschung für euch. Als die Vorspeise, es gibt gebrannte Nuggets à la Yoshi. Dazu serviere ein bisschen Löschung für die Feuerwehrrettigen. Beide Sachen habe ich noch eingefroren in meine Tierfriere, von dort, wo ich mal einschlafe in meine Beiz. Für die Hauptgang, es gibt eine typische Pizza Turk. Mit Scharf, Knoblauch, Zwiebeln und Lammfleisch. Zubereitet nach einem alten Rezept. Serviere das alles zusammen mit einer Flasche Rotwein von einer Weinbauer von hier. Du, von welchem? Von Gigi Moschelinen. Suff ich nicht. Ich nehme dir noch mal einen Becher. Ist gut, hä? Ja, kann mich fassen. So, jetzt, wo alles mit dem Essen und Trinken geklärt ist und alles mehr oder weniger glimpflich ausgegangen ist, Beat, was meinst du dazu? Ja, also da. Die Nuggets, oder wie die auch immer heißen. Also die haben mich dann nicht gerade besonders angemacht. Da hätte ich gerade so gut zu den 99 Graben können in McDonalds und daheim essen. Und der Hauptgang, ja, da hätte ich auch in Kontrolle können nehmen. Und das ohne Schaufleisch. Also, viel erwarte ich da nicht. Ich glaube, ich bleibe lieber bei meinem Becher. So, lieber Beat, ich hoffe, dass das Essen geschmeckt hat. Kommen wir jetzt zu der Bewertung von dieser Beiz. Beat, es soll das Ambiente, der Service und das Essen bewertet werden. Was meinst du dazu? Ja, also, das habe ich nicht.
Und das Ambiente, das kenne ich schon. Okay, ich habe an der Fasnacht auch gewinnen, oder? Und zum Service. Also, beim Service habe ich gemeint, ich hocke im Incontro. Hat er auch nicht verstanden, was er geschwätzt hat. Also, für die ganze Sache gebe ich einen halben Punkt. Aber das Bier oder das Friesere, das ich gesoffen habe, die sind hingegen gut gewesen. Da gebe ich gerade noch 15 Punkte drauf. Also das ist doch schon mal eine Bewertung. Mal schauen, ob die Konkurrenz im Bahnhöfli das Ganze toppen kann. Es wird schwer, wir sind gespannt. Wir machen jetzt eine kleine Werbepause für 20 Minuten. Grüezi, mein Name ist Fischer-Bettwasser, wir produzieren alles, was Sie für Schlafzimmer brauchen. Schöne Hüsse, Deckbetten aus Daunen, von Lebungen und Toten. Hier sehen Sie in unserer Ausstellung, was wir alles so haben für einen gesunden und tiefen Schlaf. Und hier in unserer Produktion können Sie beobachten, wie das lebende Tier tot gemacht wird. Besuchen Sie doch uns am Zürichsee, wir freuen uns. Und machen Sie sich einen fleischigen Nachmittag. Aber denken Sie daran, am Montag kann man schlafen. Wir sind 99 Jahrgang, viel Spaß. Wir sind der Jahrgang 1999 und wir sind der Jahrgang und singen ein für euch. Diolala, diolala, diolala und da wir Gott schießt weg, diolala, 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 schießt der Gott nach. Schöne Lobe, grüezi alle zusammen. Wir tun heute unsere Schnitzelbank aufzwängen. Falls sie schlecht sind, bitte sind doch nicht verwundert. Wir können nicht dafür, denn wir sind nicht ganz 100. Wir sind der Jahrgang 1999 und wir sind der Jahrgang und singen ein für euch. Diolala, 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 diolala und da der Gott schießt weg, diolala, 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 schießt der Gott nach. So zwei Stunden singen jetzt schon seit 10 Jahren. Mit ihren Schneuz und ihren Fokuhila-Haar. Der eine geht Rögler enthüllen. Und der andere tut gechillt ein Jointli drüllen. Wir sind der Jahrgang 1999 und wir sind der Jahrgang und singen ein für euch. Diolala, diolala, diolala und da wir Gott schießt weg, diolala, 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 schießt der Gott nach. Auch der Pixel, unser Fasnachtspräsident, ist stets dabei und alle Weilen bist präsent. mit Liebling alles unter Dach und Fach. Und wir hoffen, bis zur Fasnacht bleibt er wach. Wir sind der Jahrgang 1999 und wir sind der Jahrgang und singen ein für euch. Diolala, diolala, diolala.
ab, Tirolala, es schießt der Gott sei Dank. Unser Bundesrat ist alt und infantil. Angela Merkel ist psychisch recht labil. Der Donald Trump fliegt überall an mit seinem Flogi. Und der Erdogan fliegt Geißel direkt ins Body. Wir sind der Jahrgang 1999 und wir sind der Jahrgang und singen ein für euch. Jolala, jolala, und da will Gott zerschießt weg ab. Jolala, 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 es schießt der Gott sein Haus. In Kuba haben sie Probleme mit so einem Schnack. Ja, der Schnack, das ist denen alles weg. Wir können das Tier in Oberwil importieren. Denn die Schnacken 99 reduzieren. Wir sind der Jahrgang 1999 und wir sind der Jahrgang und singen ein für euch. Jolala, jolala, und da will Gott zerschießt weg ab. Jolala, 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 es schießt der Gott sein Haus. Mr. Trump, willkommen hier in Switzerland. We have some lakes, but beaches with no sand. And our Sammelbrunje hier ist really artig. Next year he will be at the swinger party. Wir sind der Jahrgang 1999 und wir sind der Jahrgang und singen ein für euch. Jolala, jolala, und da will Gott zerschießt weg ab. Jolala, 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 es schießt der Gott sein Name. Wann fällt nicht so eine schöne WM oben? Heute spielen die Schweizer gegen die verschissenen Schwoben. Ich krieg Hunger und lüt am Joschi an. Ja, doch dort geht Kopfvertelli keine dran. Unser Bahnhöfli, das ist Schreiben lang schon zu. Und der Mann will bei dem Krach noch seine Ruhe. Auch beim Romy kommst du leider nicht sehr weit. Bei dieser WM hat nur der Italiener Zeit. Wir sind der Jahrgang 1999 und wir sind der Jahrgang und singen ein für euch. Jolala, jolala, und da will Gott zerschießt der Gott. Jolala, 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 er schießt der Gott sein Haus. Danke vielmals. Am Samstag zwei so Dinge gefunden. Das ist nicht cool, heute kann man so so tröten. Ja, ja, so tröten. So tröten. Ja, ja, so tröten. Jetzt aber haben so. Jetzt aber haben so. Zwei, zu lange nicht. Haben zu zwei, ich kann ja mitmachen. Sollen wir jeden da mal so unter den Tisch langen? Sollen wir jeden da mal so unter den Tisch langen? Ja, nicht zu viel, hey, ja, nicht hier drüben. Ja, nicht zu viel, hey, ja, nicht hier drüben.
Also, machen wir schon einen Funktionstest. Also, machen wir schon einen Funktionstest. Es sind einmal alle drei los. Da passiert nichts. Da passiert nichts. Töne. Ich bin die Töne. Wunderschön. Wunderschön. Umdrehen. Umdrehen. So, genau. So, halt. So, genau. So, halt. Hallo, wir sind da kein Guckgemüse. Hallo, wir sind da kein Guckgemüse. Nochmal. Nochmal. Ja, Daniel, die ist weniger. Daniel, die ist weniger. Das machen wir alle wieder mega. Machen wir alle wieder. Jetzt hier sind wir mehr. Jetzt hier sind wir mehr. Und jetzt zeigen wir euch. Und jetzt zeigen wir euch.
wieder. Recht herzlich willkommen zum dritten Teil von Mini Bites, Teeny Bites. Wir befinden uns immer noch im wunderschönen Guckerdörfli in Ettigen. Ich habe langsam das Gefühl, ich komme da fast nicht weg. Jetzt, wo wir im Segi seine Stammbeitsrestaurant Altane vorgestellt haben, machen wir halt im Restaurant Bahnhöfli. Dort, wo der Beat praktisch daheim ist. Und hier sehen wir den Beat in Anmarsch in Richtung Bahnhöfli. Er schnauft ein bisschen fest, aber ich glaube, er schafft es. Salut miteinander! Salut Männeli! Ah, ihr kennt mich noch. Ja, ich bin doch hier letzte in der Altane essen. Hey, aber ich kann euch sagen, das war gerade gar nichts. Ausser das Bier und das Frisserli, das ich bekommen habe. Aber heute zeige ich einmal dem Sigi, wo die beste Beiz im Dorf ihren Sitz hat. Nämlich hier im Bahnhöfli beim Patrick. Der Beat heisst zum Nachnamen Streibi. Von der Streibi-Immobilie, da hat es ja auch einen Haufen in diesem Dorf. Also Streibi meint ich. Auch er ist wie der Segi zwischen 30 und 70. Wenn nicht älter. Der Beat war früher noch Busfahrer. Er hatte ein eigenes Unternehmen und jetzt im Ruhestand. Ruhe, das ist das richtige Wort für den Beat. Das Einzige, was er noch amigs macht, ist für die Fasnachtsklicke Fusionäre und ein Abstinenzler ein bisschen Traktor fahren. Und darum ist auch er gern wie Klicken im Bahnhöfli. Salut Patrick! Los, bringen wir gerade mal einen Becher zum Abend. Ja, Sali Bea. Ja, ich bringe dir gratis Bier. Ich muss nur noch schnell in den Keller das Fässchen wechseln, gell? Los, Bea! Du musst nicht jauchen. Weisst, ich habe Zeit. Ich mache ja auch den ganzen Tag nicht viel. Ja, Beat, erzähl kurz. Wie bist denn du zu dieser Beiz gekommen? Ja, weisst, ich fahre aber an der Fasnacht mit dem Traktor für eine Clique hier im Dorf. Ja, und die hocken auch Tag und Nacht da drinnen. So bin ich eigentlich ganz schnell da angekommen, weisst du? Ja, weisst du, es ist ja auch noch wegen meinem Bruder im Silvan, weisst du? Der hockt ja auch immer jemand da drinnen. Du, ich kann dir sagen, ich habe Weizen gesehen, kommen und kommen und kommen. Ja, hör mir auf, ja. So, Bea, da hast du das Bier. Danke. Und Patrick, wie bist denn du da gelandet? Ja. Ja, das war nicht so schwer. Sie haben einfach jemanden gesucht, der ein bisschen schneller servieren kann wie die Vorgänger. Das Rütli. Und jemand, der ein bisschen mehr kann als nur warm Wasser kochen. Ja, so bin ich zu dieser Beiz gekommen. Und da bin ich. Ja, das Stopferdeckel nicht schwer gewesen. Schneller servieren als Rütli. Das hat sogar noch der Kardinal geschafft. Wie sieht es denn hier im Bahnhöfli aus? Kommen denn hier auch prominente Leute an? Hey, natürlich. Hey, jo, kommen da Prominente an, weißt du? Der Pädagoge, Thüring, der mit der Natilette. Und
und der Walli und der Bullenbeule. Hey, ja, da und der Männerli und der Schweizer, die sind auch noch in. Das sind alles weltbekannte Persönlichkeiten. Hier in Ettigen. Hey. Aber das sind ja genau die gleichen wie Maldanen. Geil. Ich tue auch immer wieder. Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, die Welt sind getauft. Schon noch verrückt, hä? Wir gehen wieder zurück ins Studio für eine Pause. Ich brauche, glaube ich, einen Becher, sonst halte ich das nicht aus. Sie kennen mich ja noch. Mein Name ist... Genau. Gottes Willen. Ich bin wieder da. Ich habe mich ja dem Alters- und Pflegeheim Blümereien angemeldet. Sie, ich warte heute noch auf Bescheid. Ich habe dann nur die Preislisten angeschaut. Da kann ich ja gerade so gut auf meinen Nachgang gehen. Da kann ich mir wenigstens so ein Bett im Kornfeld leisten. Eine Gemeinsversammlung haben sie abgesagt. Es hat Abschluss gefehlt. Dabei hat die Präsidentin keine Zeit gehabt, weil sie an diesem Film über Rettungen mitgemacht hat. Es könnte auch sein, dass sie Angst hatte, ich wurde wieder das Wort ergriffen. Ich habe schon ein paar Themen, die wir endlich so besprechen. Da bin ich hier in Tärwil an diesem Landfest. Sind Sie auch gewesen? Da ist doch so ein Politwichtbolz mit einem Wägeli und dem Gemeindepräsident von Tärwil, dem Wolf im Schafspelz, vorgefahren. Es hat ausgesehen, als wäre der Papst mit seinem Papamobil unterwegs. Als ich aber unseren Neugardist, der Nicola Weil, nie gesehen habe, habe ich gewusst, dass es nicht der Papst ist. Trachten und Fahnen hat es am Umzug gehabt. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Bei mir auf der Tribüne hat uns dem in der Tracht so eine fürchterliche Fahne geweist, dass ich gemeint habe, ich sei schon dort. Im Altersheim Blümerei. 4 Ringe mit Sägemehl. Und alle haben gleichzeitig geschwungen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich anschauen. Gut, es hat keine Rolle gespielt. Die Sonne hat mich sowieso den ganzen Tag geblendet. Dann haben sie mir noch so einen Cowboy-Hut geschenkt. Ja, wir sind doch nicht im Wilden Westen. Apropos Wilden Westen. Eine Schlägerei hat es auch gegeben. Glocken haben mächtig geläutet, gell? Hat aber keiner etwas gewonnen. Sennen und Turner haben geschwungen. Hat auch ein paar Eidgenossen gehabt. Aber nicht so viele Eidgenossen. Er hat gar nicht gewusst, dass jetzt auch schon so viele Ausländer schwingen. Überall hat es Sägemehl gehabt. Sogar in meinem Pfeffermünztee. Sägemehl! Sägemehl! Es hat ausgesehen wie Sättigen auf der Hauptstrasse nach dem Müllunfall. 4 Jahre. 4 Jahre haben sie gebraucht, dass ich von der Sonne geblendet werde. Gut, es sind ja praktisch nur Tärwil gesessen. Wir haben halt jetzt die Sonne im Herzen. Der Ettiger, der Sammy Brun, haben sie Wochen vorher schon im Himmel gelüpft. Am Fest selber hat ihn den kleinen anderen gelüpft und er ist im Sägemehl gelegen und hat zappelt auf dem Rücken wie ein Maikäfer. Aber ich kann euch sagen, die haben auch so viel Geld verdient an diesem Landfest. Die sind heute noch am Zählen. Wenn das so weitergeht, zahlt man zu Tärwil bald keine Steuern mehr. Dann gehe ich aber wieder zurück. Ich war doch letztes Jahr an dieser Hauptübung von der Feuerwehr.
habe ich gedacht, das Jahr auch wieder. Jetzt machen die das mit der Bürgerfeier am gleichen Tag. Die spinnen doch! Und der Bachhofen, mit dem ist auch nicht viel los. Der hat das nicht gemerkt. Der wehrt sich immer noch gegen den Fußballplatz. Dabei wäre ich froh, kommt er beim Schule raus weg. Man hat ja mal mehr Ruhe. Und nicht ständig der Saulärm. Ja, der soll vorwärts machen. Sonst gibt es am Ende noch eine zweite Hanfplantage. Und früher noch hat er einmal einen Durst getrunken, den Bachhofen. Aber jetzt schaut die Bündner von Chur. Ja, die schaut ganz gut, was so den ganzen Tag zusammenlötet. Ja, daheim muss er immer neben ihr stehen. Sogar in der Küche. Und darum heisst er ja Bachhofen. Am Bürgeranlass hat doch so eine ettige Musik auftreten, die die Musik neu erfinden will. Angeblich mit 10 Takt. So etwas Taktloses kann nur dem Sandro Wieland in den Sinn kommen. Ja, die Jungen, die da gescheiter etwas recht schaffen, jetzt macht er noch einen auf Sozialtante. Hilfe! Hilft er selber, sonst hilft er ein Sozialarbeiter. Wissen Sie, was die wichtigsten Werkzeuge von den Sozialarbeitern sind? Eine Kerze, ein Raucherstäbchen, ein Kännchen Tee und eine Diskussionsdecke. Ja, habe ja den Wieland auch gefragt. Hat darum ein Problem. Er hat gesagt, er kann mir schon helfen. Ich habe gesagt, ja, meine Frau die glaubt, sie sei ein Huhn. Dann hat er gemeint, ich soll sie mal vorbeibringen. Vielleicht kann er ihr helfen. Dann habe ich gesagt, das geht doch nicht. Wir brauchen den ja. Ja, die von Mikro sind ja versucht. Eben Führerübung. Das ist jetzt aber gar nichts gewesen. Überhaupt nichts. Und noch schlimmer wie letztes Jahr. Da der Jungkommandant Michael Berger hat einfach das Magazin ausräumen und so Bestelle gemacht mit Apero, Gebäck und Dorfwein. Draussen hast du den Schlauch auf ein Ziel werfen, so wie die Bootsführer ihre Seile um Apollo. Die denken nicht, kann ich doch nicht machen mit meiner Arthrose. Die Führer selber hat sich überhaupt nicht bewegt. Ausser was sie in der Garage Bändchen müssen aufstellen für ein Apro. Grossspurig haben sie von einer Einsatzzentrale geredet. Hast du gerade vergessen. Die hat in einer alten englischen Telefonkabine Platz gehabt. Auch das Oktoberfest und das Guckerhausfest vom Kulturverein sind am gleichen Tag gewesen. Das gibt's doch nicht. Ja, man kann meinen, in Ettigen sei so viel los, dass alles am gleichen Tag sein muss. Unser KMU-Vorstand um Martin Zimmermann mit seiner Wühlmäus-Killermaschine hat als einzige grosse Tat im letzten Jahr ein Grillrost im Wald eingeweiht. Da kann ich nur sagen, dort ist auch nicht alles immer grün. Immer grün sind auch die Reben nicht. Und da ist leider alles verfroren. Ja, die müssen halt eine neue Traubensorte züchten. So eine Federer wissen. Aber auch gut. Wird dem Alter immer besser, wie ein alter Käse. Der steinige Peter Prober ist 2 Nacht lang ständig mit seinem Traktor und einem Feuerwagen hinten dran durch seine Reben gerast, dass sie nicht verfrieren und dass wir die Nacht nicht können schlafen. Die ganze Nacht ein Saulärm. Gebracht hat es ihm nicht. Ausser, er hat eine Anfrage gekriegt vom OK Liestl, ob er am Kienbesen mitfahren. Da lese ich lieber
versteht allerdings auch nicht viel Gescheites drin. Das Theater mit dem Sexismus ist doch ein fettiger Witz. Früher hat man in einer Frau in die Augen geschaut, hat man sie heiraten. Darum schaue ich nach über 50 Jahren mit meiner nur noch verboten. Es würde mich aber wundern, ist der erste Mann reklamiert, wenn er von einer Frau genötigt wird, Waschmaschinen auszuräumen zum Beispiel. Ja, und der Pecoraro hat 100 Millionen vergessen zu budgetieren. Der hat jetzt das Gefühl, der Strassenunterhalt sei gratis. Eine richtige Blondine. Das wäre im Westen in der Stadt nie passiert. Der verschenkt noch Geld ins Ausland. Der Wessenswert bei uns im Dorf, der Andreas Stöckli. Der verschenkt aber Blut. Und der ist sehr ruhig. Und der ist froh, wenn endlich der Kindergarten fertig gebaut ist. Sieh, jetzt habe ich noch eine Frage. Wegen diesen geilen Zettel hier. Werden die beim Liga rot? Ja, das ist doch eine Sauerei. Wir sind doch nicht an einem FCB-Match. Haben die das Gefühl, ich würde jetzt den geilen Zettel aufhalten? Das sollte man sowieso mal in Gemeinderat die geile Karte zeigen. Kommen Sie, Herr Gutzwil. Wir gehen wieder zurück ins Zimmer. Ich kann allein laufen. Wo gehen wir an?
Wir feiern das Jahr 750 Jahre Ettigen. Das ist eine lange Zeit. Ja, zum Wohl miteinander. Gesundheit. Und dazwischen liegt Tell und Kolumbus und Thüring, Brotmanns, Schaub und Stöcklins. Die geben bis heute das Zepter noch nicht zur Hand aus. im Gegenteil, jetzt haben sie noch einen Frauenchor gegründet. Aber wann hat das eigentlich angefangen? Erst gerade kürzlich. Ja, aber sie haben schon Angst. Man redet nicht mehr lange von ihnen. Wieso? Sie heißen «Vergiss mich nicht». Nein, also Entschuldigung, ich meine nicht das. Ich meine, wann hat das angefangen mit diesen 750 Jahren? Ja, vor 750 Jahren. Das Mittelalter hat eben im 9. Jahrhundert angefangen, wo das Römische Reich untergegangen ist. Und hat aufgehört, wo der Zöllig als Gemeindepräsident zurückgetreten ist. Sie haben sogar einen Film gedreht, in einer Höhle. Ja, du willst mir aber nicht sagen, dass sie im Mittelalter noch in Höhlen gelebt haben. Also, Sättige schon. Im Dorf wohnen immer noch ein paar in Höhlen. Genau! Frau Bloch an der Winterswilerstraße 2, vis-à-vis von der Raiffeisenbank. Ja, die wohnt in einer Höhle und stellt jeden Morgen den Grümpel raus zum Vierten. Also, Moment, Entschuldigung. Also, ich bin jahrelang Hobby-Höhlenforscher und bin der ganzen Welt umgereist. Wisst ihr, dass der kleinste Höhlenforscher ein Chines ist? Nein. Der Pong. Hä? Der Herr Tambong. Wolltest du mir ja nicht erzählen, dass du ein Höhlenforscher bist? Doch. Ihr habt sicher schon gesehen, das sind die Höhlen von den Jägern, die an die Wand gemalt worden sind. Ja, schon, ja. Eben. Warum haben sie der Ursus Capreus, der Lupus Canis und Caprea an die Wand gemalt? Warum? Ja, wenn sie es wahrscheinlich nicht haben können buchstabieren. Nein. Das ist dann schon Kunst gewesen. Sie haben... Meine Präsidentin hat... Ja, die hat den Film nicht gemacht, ich will sagen. Er hat den Film mitgemacht und ist auch in der Höhle gewesen. Ja, und dann ist ein Tiger reingekommen. Und dann hat sie Angst gekriegt. Nein! Sie hat gesagt, er soll selber schauen, wie er wieder rauskommt. Was hat sie denn gespielt? Uriella. Nein, Uriella ist aus einer anderen Epoche. Hat sie sich in der Höhle verstecken? Ja, vor was? Vor der Hexenverbrennung. Halt! Unsere Präsidentin, Frau Sibylle Hausner, hat sich am Pfingstsplitter extra in den Dorfbrunnen werfen. Ja, das ist ein alter Brauch, der junge Frauen fruchtbar machen soll. Also, der Hans-Rudolf Thüring, Gemeinderat und Hobbyhistoriker, übrigens ein guter Freund von mir, hat gegenüber Tele Basel ausdrücklich gesagt, dass Frauen früher schwanger geworden sind, wenn man sie in den Brunnen geworfen hat. Man müsse das nur noch wissenschaftlich untersuchen. Hey, ja, Mimi ist ja der lebende Beweis. Die ist schwanger. Und die ist auch schon im Brunnen gewesen. Ja, aber die müssen jetzt nur aufpassen, dass sie nicht jedes Jahr in den Brunnen geworfen wird. Sonst laufen den sättigen Ballen mal die 7 Zwergchen um. Aber warum hat sich denn Sibyl, unsere Präsidentin, noch reinwerfen? Die wird doch sicher nicht schwanger. Wahrscheinlich hat sie gemeint, in der Brunnen hat es Anti-Aging-Mittel. Ja, aber die hat sich in der Politik schon gut entfalten. Ja, aber das nutzt nicht immer. Schaut doch mal zu unseren Leuten den Grobenholzer an. Wie hat die ausgesehen, wenn sie vor 750 Jahren gelebt hat?
Huga! Kata hey! Kata hey! Kata hey!
Da, ich weiss jetzt nicht, welche von Ettigen sind oder von sonst nehmen, aber man hat es nie gesungen. Rittersleute, das kennen wir alle, aber wir singen es natürlich auf Ettigerdeutsch. Und es geht so. So sind sie gesehen, so sind sie gesehen, so sind sie gesehen, der alte Ritter Smith, so sind sie gesehen, so sind sie gesehen, der alte Ritter Smith. Wir haben jetzt gar nicht gehört aus dem Saal, also die Idee wäre es, damit singen. Sind ihr bereit? Sind ihr bereit? Aha, so ist es. So sind sie gesehen, so sind sie gesehen, so sind sie gesehen, der alte Ritter Smith, so sind sie gesehen, so sind sie gesehen, der alte Ritter Smith. Früher haben sie im Vertrauen einander schnell zum Krüppel gehauen, haben sie sich dann aufgetragen, haben sie einander zum Ritter geschlagen. Zum Beispiel der Ritter Constantin hat in seinem Blut 3 Liter Wein, schlägt Füße mit seinen dicken Fingern, zmitzt ins Gesicht vom Hofnachringer. So sind sie gesehen, so sind sie gesehen, so sind sie gesehen, der alte Ritter Smith, so sind sie gesehen, so sind sie gesehen, der alte Ritter Smith. Geht ein Ritter einmal fort, legt der Frau in Keuschheitsgurt, doch sich Nacht der Friederich findet gleich ein Dieterich. Auch für Wein, Weib und Gesang hat ein Rittersmann einen Drang. Ist noch ein bisschen singen dabei? Dann muss er über 70 sein. So sind sie gesehen, so sind sie gesehen, so sind sie gesehen, der alte Ritter Smith, so sind sie gesehen, so sind sie gesehen, so sind sie gesehen, der alte Ritter Smith. Und der Ritter Kunibau hat eine tätowierte Frau. Wenn er zur Nacht nicht schlafen kann, schaut er sich die Bilder an. Der Ritter Wieland geht zum Knapp, rutscht lässiges Stegengeländer ab. Und da steht der Nagel vor, jetzt singt er neu im So sind sie gesehen, so sind sie gesehen, so sind sie gesehen, der alte Ritter Smith, so sind sie gesehen, so sind sie gesehen, so sind sie gesehen, der alte Ritter Smith. Jetzt, wo der Fußballplatz kommt, schwimmen im FC die Felder vor. Der Acker kann man, was hast, was gibst, zum Shooten grad los, so wie er noch ist. Die Rittersleute aus unserem Land, 4 Zepter in der Hand. Sie gewinnen die Schlachten überall, nur nicht gegen Portugal. So sind sie gesehen, so sind sie gesehen, so sind sie gesehen, der alte Ritter Smith, so sind sie gesehen, so sind sie gesehen, der alte Ritter Smith. Im Wirtshausbahnhof herrschen Flüche. Jetzt bach ich nicht mehr Flammenkuchen. In der Küche dummt's mich stinkt's ein Witz. Und der Wirt schaut ständig über die Schnitz. Der Ritter Hügel macht sich dünn. Ich koch jetzt an der Fasnacht nicht. Kein Hügel-Fasnacht, das ist fett. Dankeschön, wir sind begeistert. So sind sie, so sind sie, so sind sie, so sind sie, ja.
der Bächle seid, als pro Kopf verschuldigt an jeden drei. Ihm wär's lieber, wenn man spart. Die Hauptsache ist, sie Velofahrt. Herr Wenger vom KMU-Vorstand hat ihren Mann nicht mehr in der Hand. Jetzt ist doch er im hohen Bogen beim Reiten vom Esel geflogen. So sind sie, so sind sie, so sind sie, alle etwas mit, so sind sie, so sind sie, so sind sie, ja, alle etwas mit. Wir sind hier im Mittelalter, das sieht man auch am gemeinen Schalter. Schlossherr ist Thüring auf Erden. Jetzt weisst du, warum Pinsel teurer werden. Die Ritter Thüring, das merkt man grad, stammen aus dem deutschen Thüringen ab. Sonst könnte beim Apro nicht passieren, als sie Schwabenwein servieren. So sind sie, so sind sie. So sind sie, ja, alle etwas mit, so sind sie, so sind sie, so sind sie, ja, alle etwas mit, so sind sie, so sind sie, so sind sie, ja, alle etwas mit, so sind sie, so sind sie, ja, alle etwas mit. Ein super Abzug, eine geniale Lüftung, der Filter hat jahrelang ein fantastisches Gerät. Dann ist er noch selbstreinigend, der putzt sich selber bis aufs letzte Körnchen. Ihr werdet ihn erleben, der neue Verbrennungsofen auf dem Hörnli. Und hat dort leider ein wenig zu viel getrunken. Dann bin ich noch fremd gegangen, habe mit Ball gespielt und bin in die versunken. Jetzt habe ich einen riesen Schiss, was die Frau erfährt. Es geht mir richtig weiss. Über die Schwaben, die können bei Ballspielen oder Videobeweis. Liebe Brüder und Schwestern, gebt mir schnell Zeit, um ein Gebet zu sprechen. Herr Gott im Himmel, wir danken dir, dass du uns hilfst in der Not.
Wir danken dir, du gibst uns unser tägliches Brot. Du bist eine Erleuchtung, du bist eine Erlösung, du bist ein geistiges Idyll. Ausser dort Sättigen, da heisst der Herrgott ja Hausen oder Sibyl. Ist Basel-Stadt Gastkanton, trotz der Fußballdiskrepanz. Da muss der Regierungspräsidentin eine Festrede haben. Ein Lied auf der Gitarre langt nicht mehr ganz. Also der Böck, den sie dort verbrennen, meint, das ist ja eine Vogelscheuche. Das weiss nicht nur ich allein. Da würde eben Gefahr bestehen. Fragen mal, bleiben Sie lieber daheim. Der Schwingerkönig Matthias Glarner hat Glück gehabt. Gut ist nicht mehr vorgefallen. So eine Fotosession ist halt nicht das Gleiche wie die Schwingerhosen am Ranzen schnallen. Und auf dem Dach von einer Gondel steht man halt nicht so gut bei einem Stall. Die bessere Absprungtechnik als der Simon Ammann hat er auf jeden Fall. Bei uns im Geschäft gilt ich als Loser. Meine Power Degradation sei fatal. Der Teamleader hat auch schon gesagt, mein Working Speed sei halt schon minimal. Dann bin ich noch am Age Upper Limit. Ich weiss nicht, ob ich das noch packe. Für meine Kollegen bin ich ein Low Performer. Also auf Deutsch gesagt, ich bin ein alter Sack. Beim Lädeln auf der Champs-Élysées beobachte ich einen Bub, so einen kleinen Wurm. Und der täubelt und trötzelt und macht seine Grossmutter Vödelsturm. Und ich aber näher anschaue, denke ich aufs Mal, wow, das ist ja der Präsident Macron und Grossmutter ist seine Frau. Wenn Sie in gewissen Etablissements im Kleinbasel die Führer oben machen, gehen sich Gäste zusammen auf einen Grind wie nicht ganz backen. Letzte laufe ich an so einer Bretscherei an und wo ich intervenieren will, sehe ich den Christian Constant und der Rief: «Salut mon vieux, ich bin am Trainieren.» Stellt euch vor, der Bernhard Häusler hat früher auch so gepöbelt. Und er hat den, nehmen wir an, der Alain Sutter vermöbelt. Der
Hätten doch alle geschrauen, es ist eine wahre Pracht. Herr Häusler, Sie haben einmal mehr alles richtig gemacht. Oh, das ist schwierig. Der Luan sagt zur Malea, schau mit Jarin und der Jodis strahlen. Und mit der Silas, der Robea und der Seja mit ihren Namen prahlen. Dann gibt es der Liam, der Jerun, Enea, das sollst du alles behalten. Dann sage ich bin der Fritz, dann heisst Ey, voll strange ist dein Name noch. Das ist ja schwierig. Ich habe letztens vor mir runtergeschaut und habe wegen dem Trommeli das Pfeiferli nicht mehr gesehen. Vor mir runtergeschaut, da wegen dem Trommeli das Pfeiferli nicht mehr gesehen. Das ist wegen dem Fasnachtskirchli, sagt meine am guten Zeitli. Ist nur noch mehr. Weil das Pfeiferli hängt wie ein verwelktes Mimösli. Will ich es mit dem Fasnachtsbändeli aufverbinden. Da sagt meine, hör auf mit dem Scharibari, ich tue das total ridicule finden. Ich vermisse seit einer Woche meine Frau. Keine Ahnung, wie das Leben weitergehen soll. Sie ist nur mit dem Hund laufen, ist nachher nicht mehr heimgekommen. Jetzt habe ich eine Belohnung ausgesetzt. Und falls es jemandem gelingt, kriegt er 5000 Stutz, wenn er mir den Hund wieder bringt. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, dass die Mikrofon nicht geht. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ah! Es gibt keine gute.
jetzt die Gute? Ja, es gibt gar keine schlechten. Es gibt Good News. Und Fake News? Die Vögelpiepses von der Tacho. Der Pepsi. Piepst. Mit wem? Weiß nicht. Aber er piepst. Vielleicht. Amsle. Piepst. Auch. Amsle. Ja, Amsler. Der von der Gemeindeversammlung letztes Jahr. Das ist eher ein Glucker. Ich weiss, wer sicher piepst. Wer? Ich sag nur Tom und Jerry. Vom Werkhof. Zollstätte haben Sie auch nie mit der Gemeindearbeit. Nein, wir mit Fliehen. Denen piepst's doch. Was piepst denn beim Tom und Jerry? Nur beim Tom. Ja, der Tommy piepst. Jo. Mit wem piepst denn der Tommy? Mit einer aus dem Wallis. Piepst er? Ja, nicht daheim. Nein, jetzt piepst er mit einer Walliser. Ja, Französisch. Oder Deutsch. Ah, ich weiss nicht. Hören das auch am Wochenende im Wallis. Piepsen Sie auch? Piepsen Sie mit, wir piepsen alle miteinander. Ja, piepsen Sie mit, auch wenn's das nicht gibt. Ja, piepsen Sie mit, wir piepsen alle miteinander. Bis am Schluss. Ich sehe gerade, dass die Segi auch schon kommt, der Stammgast aus der Aldane. Mal schauen, wer am Schluss mehr zu lachen hat. Hallo Margret. Hey! Hallo Sigi. Hallo Bär. Hey, schön hast du den Weg an den Ufer. Ja, Mike. Ja, du bist ein schöner Wackel. Ich wohne dann da unten, das ist ja viel näher von mir. Aha. Hey Patrick, bring uns 2 Becher und noch ein paar französische Gackerhuts, wenn du hast. Weisst du, Sigi, ich habe eigentlich den Apro in der Gartenwirtschaft machen, aber er hat es noch nicht gewusst. Und der Krüppel unter dem Schopf fällt auch immer noch um. Ja, warum sagst du das, du? Weißt du, ich kenne ja das von der Schule. Alles muss ich selber machen. Früher, da habe ich noch den Claudio gehabt, weißt du, den Donadell. Ja. Der hat dann damals mit dem Basen ein bisschen gewischt. Aber dann haben sie den Basen auch weggenommen. Finito, hä? Auch der Patrick, auch der Beat und der Patrick haben sich Mühe gegeben im Apero. Sie servieren einen schönen Kieler Becher für 4,50 Franken. Dazu gibt es noch französische Nüsse, die der Patrick für 3,90 Franken einen am Kiosk geholt hat. Ein kulinarischer Leckerbisser als
So, meine Freunde, ich habe euch hier den Menüplan zusammengestellt. Für heute. Als Vorspeise gibt es einen typischen elsässischen Flammkuchen mit Zwiebeln und Speck. Als Hauptspeise gibt es gar keinen typischen elsässischen Flammkuchen. Da wird mit scharfen Schirschon und dazu bereit. Da mache ich alles draussen in meinem Flammkuchen ein. Weil in der Küche schmeckt es ein bisschen streng nach Pommes frites. So, ich wünsche euch zwei jetzt einen guten. Ja, hey! Und Süffe? Geht's nicht? Mal. Es gibt einen französischen Rotwein, Rouge, Chateau mal à la tête. Das Süffe nicht. Bringt mir eine Hektigung. Weißt du, Sigi, beim Wein kommt der Patrick nicht raus. Ja, das habe ich gemerkt. Eben. Weißt du, hey, dafür macht er den besten Flammkuchen, den es gibt. Also ich kenne keinen, der die besseren macht. Von hier bis zu der Avia-Tankstelle. Hey, und dann hat er noch so 16 Dingspunkte, so Meinst du Cumulus? Ja, genau, Cumuluspunkte. Du, ich kann dir nur eins sagen. Champions League, hä? Champions League. Ich bin aber gespannt. Sigi, wie siehst du mit dem Menüplan, was ich die zwei Herren doch zusammengestellt habe? Meinst du, können die mehr Punkte holen, wie du mit deiner Beiz? Gefällt dir überhaupt die Zusammenstellung von diesem Menü? Also ich glaube nicht. Es gibt Flammkuchen zur Vorspeise. Es gibt Flammkuchen zur Hauptspeise. Es gibt Bärrüs zum Süffen. Flammkuchen hängen wir schon zu den Ohren aus. Und wenn der andere anschaut mit seiner doofen Hirnkappe, geht 8 am 6. Nein. In der Zwischenzeit haben alle einen vollen Ranzen. Jetzt können wir auch hier zu der Bewertung kommen. Diesmal bist du dran, Sigi. Wir bewerten auch hier das Ambiente, den Service und das Essen. Was meinst du dazu? Ja, also. Wer gibt es einen halben Punkt? Was? Wenn überhaupt. Die Presse hat nicht gewusst, dass es gut ist, weil es ist alles flammig. Züffen, keine Ahnung. Und das Ambiente? Da sage ich gar nicht mehr, oder? Da sage ich gar nicht. Das macht mich aber schon jetzt traurig. Ich glaube, ich höre auf. Soll doch das Rütli wieder kommen. So, damit haben wir einen klaren Sieger. Der Sigi ist der Sieger. Wir hoffen, Sie haben Applaus gehabt und sind beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heisst Mini Beiz, Dini Beiz.
Salut miteinander. Je. Salut, Ah, das ist mir der Schaki Bohnenblösch. Ja. Es kommt gewittern. Du sag mal, warum hast du denn so eine Scheuklappe an? Ja, da schränkt mein Sichtfeld ein. Es ist wegen der visuellen, sexuellen Belästigung. Also gegenüber im Moment sensibilisierten weiblichen Geschlecht. Also, ich bin zwar kein Weinstein und kein CVP-Politiker, aber bei unseren Namenlingen oben darfst du nicht einmal mit den Kälbchen nachschauen. Ich hab gemeint, du hast die Scheuklappen an, dass der Fischli Odermann seine Hanfplantage nicht anschauen muss. Der hockt ja wie ein Jäger Tag und Nacht auf seinem Hochsitz und schaut, dass niemand seine Haschibölle kleidet. Cannabis, 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 Miss Cannabis, Schubi-dubi-dubi-du. So Scheuklappen können noch ganz gefährlich sein. Du siehst nämlich nicht, wenn du beim Sturmziegel von der Straße auf den Grind runterfällst. Das sind entscheidende seine gesehen. Da wo gescheiter mal sein Dach flicken, anstatt an der Gemeindeversammlung die Tafel Silber vom Dorf hinten. Der wohnt da auch noch im Baurecht. Auch bei der Roststelle. Ja, hey, aber das ist dann nicht nur nichts gesehen. Also das ist sogar im Schweizer Fernsehen in den Nachrichten gekommen. Hast du gesehen? Wer ist auf dem Dach oben gestanden und hat die Schienen gehabt? Ja, Feuerwehr, Furina. Also, wenn so etwas am Schweizer Fernsehen in den Nachrichten kommt, dann begreife ich sofort jeden der will, der keine Bilaggebühren mehr will zahlen. Das sind Fake News. Nein, Good News. Ja, du bist es. Basel-Bieter Polizei. Ja, musst mich nicht streicheln, Schaffi. Das ist schon wieder. Komm ein bisschen mehr weg. Du hast einen Störsender eingebaut in deiner Kappe. Basel-Bieter. Das kann nicht das sein. Ist es noch an der Vogelbock? Die Basel-Bieter Polizei hat ja jetzt neu so ein System herausgefunden, wo man überall sofort sieht, wo was passieren könnte. Ja, nur erkennt das System auch, wo und wenn gerade unser Dorfpolizist schläft. Ja, nein, das geht nicht so schnell, wenn man zuerst alles, was passiert ist, in einen Computer eingeben, in einen Computer eingeben, in einen Computer eingeben, in einen Computer eingeben und irgendwann einmal später spuckt er ein Resultat aus, wo, was, wenn könnte passieren. Da können wir noch etwa 20 Jahre auf die ersten Resultate warten. Also wir Namenlingen, wir tun immer noch den Spreu vom Weizen drin. Und den Spreu, hey, den liefern wir dann noch Fettigen. Hey jo, die können den dort an der Fasnacht ganz gut entsorgen. Da kannst du überhaupt alles gut entsorgen. Nicht gegen unsere Fasnacht. Die Fasnachtssitzung ist zwar schon 3-mal verschoben worden, aber jetzt brauchen wir eine neue Fasnachtspresse fürs Komitee. Ist doch kein Problem. Machen doch eine Landsgemeinde. Hey, oh, das Laufen hinten, haben sie mit so einer Landsgemeinde Quellen retten. Und wir ins Rüblige, das Läufelfinger. Genau, wir mit der gerne Zettel an der Gemeindeversammlung das Budget bewilligen. Für die Fasnacht brauchen wir keine gelben Zettel, da brauchen wir einen dummen. Genau. Hey du da weg! Ja, was ist? Was bist du für ein? Hey, mit
Nein. Ich bin jetzt Projektleiter Elektrizitätsrat. Darum so viel Kurzschluss. Aber hoffentlich keine Rhythmusstörungen. Apropos Rhythmusstörungen, fällt mir gerade etwas ein. Dazu passt bestens das neue Lied vom Männerchor. Wir sind's Herz vom Leimental. Wir sind's Herz vom Leimental. Da will ist scheißegal. Scheißegal. Wir sagen Dankeschön vielmals einmal euch Gäste, dass ihr da gekommen sind und wir hoffen fest, es hat euch gefallen. Im Applaus kann man das fast vermuten. Aber ein ganz grosses Dankeschön gehört wie allen Helferinnen und Helfern, die hinter den Kulissen geschafft haben und hinter der Bühne. Und natürlich allen Schauspielern hier und der Musik. Ganz herzlichen Dank. Dann haben wir gesehen, ist Fernsehen da gewesen, ein Teil vom ZDF, das ist übrigens nicht zu lachen, das ist so. Und die haben die Aufnahmen jetzt im Regio TV zur Verfügung gestellt und nächste Woche soll das irgendwann so alternierend ausgestrahlt werden. Also wer es nochmal anschauen kann das ab nächste Woche, das Datum weiss ich nicht genau, kann man ein bisschen reinzappen und schauen, wenn es läuft, dann können wir das nochmal anschauen. So, Sandra, du hast auch noch etwas sagen. Eine wichtige Info. Und zwar betrifft es die Schnitzelbank.
die finden wie letztes Jahr, dieses Jahr wieder am Montag zu oben in allen Beizen statt. Also wenn ihr Schnitzelbank hören in einer gemütlichen Atmosphäre, am Montag zu oben in allen Ettigen Beizen. Merci. Sehr schön. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ciao.